In Los Angeles haben wir jetzt seit Tagen gewalttätige Proteste, ausgelöst durch Razzien von der Einwanderungsbehörde ICE gegen illegale Migranten. Die Trump-Regierung redet von einer regelrechten Invasion, die während der letzten 4 Jahre lang stattgefunden hat. Und da müssen wir jetzt durchgreifen. Aber warum kämpfen die Demokraten überhaupt so erbittert darum, dass Illegale hierbleiben können? Auf der Spurensuche bin ich auf einen brisanten Plan der US-Demokraten gestossen. Mehr über diesen Plan im heutigen Video. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, wo ich wie gang vom Tower 19 mit badmeisterlichem Überblick und doc-filmerischem Gewunder jede Woche ein neues Thema kritisch in die Hüpel nehmen. Viele der heutigen Linksliberalen sind überzeugt, dass sich über die letzten 10 Jahre nur die politisch Rechten verändert haben. Aber das ist natürlich Affenkäse. Die politisch linke Seite in den USA hat sich stark verändert. Während die heutzutage voll hinter der globalistischen Agenda stehen, ist das noch vor 10, 20 Jahren ganz anders gewesen. Hier der Bill Clinton im 1995 in seiner State of the Union Address. Alle Amerikaner, nicht nur die in den am stärksten betroffenen Staaten, sondern im ganzen Land, sind zu Recht beunruhigt über die große Zahl illegaler Einwanderer, die in unser Land strömen. Die Arbeitsplätze, die sie wegnehmen, könnten sonst von Amerikanern oder legalen Einwanderern besetzt werden. Zudem belasten sie unsere Steuerzahler. Aus diesem Grund hat unsere Regierung aggressive Maßnahmen ergriffen, um unsere Grenzen besser zu sichern. Wir haben eine Rekordzahl neuer Grenzschutzbeamter eingestellt. Wir haben doppelt so viele kriminelle Einwanderer wie je zuvor abgeschoben. Wir sind hart gegen illegale Beschäftigung vorgegangen und haben illegalen Einwanderern Sozialleistungen verweigert. Und wir werden noch mehr tun. Wir sind eine Nation von Einwanderern, aber wir sind auch eine Nation mit Gesetzen. Es ist falsch und letztlich selbstzerstörerisch, wenn wir den Missbrauch unserer Einwanderungsgesetze zulassen, so wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Wir müssen unbedingt noch mehr dagegen tun. Knapp 10 Jahre später hat der Barack Obama, dann noch demokratischer Senator, gesagt: Wir sind uns alle einig, dass die Grenze besser gesichert werden muss und Arbeitgeber, die illegale Einwanderer beschäftigen, bestraft werden müssen. Wir sind ein großzügiges und gastfreundliches Volk, aber diejenigen, die illegal in das Land einreisen und diejenigen, die sie beschäftigen, missachten die Rechtsstaatlichkeit und zeigen keine Achtung vor denen, die sich an Gesetze halten. Wir können nicht zulassen, dass Menschen unbemerkt, ohne Papiere und unkontrolliert in die Vereinigten Staaten strömen und diejenigen umgehen, die geduldig, fleißig und gesetzestreu darauf warten, legal in dieses Land einwandern zu dürfen. Und hier nochmal der Barack Obama im 2015, jetzt als Präsident. Illegale Einwanderer haben gegen unsere Einwanderungsgesetze verstoßen und müssen meiner Meinung nach zur Rechenschaft gezogen werden. Insbesondere diejenigen, die eine Gefahr darstellen. Deshalb sind die Abschiebungen von Straftätern in den letzten 6 Jahren um 80% gestiegen. Und deshalb werden wir unsere Ressourcen auch weiterhin auf diese Bedrohung konzentrieren. Straftäter, nicht Familien. Kriminelle, nicht Kinder. Gangmitglieder, nicht Mütter, die arbeiten, um ihre Kinder zu versorgen. Wir werden Prioritäten setzen, so wie es die Strafverfolgungsbehörden jeden Tag tun. Als Präsident hat der Obama von 2006 bis 2016 ca. 5 Millionen Menschen abgeschoben. Ein klarer Beweis für die harte Linie der Demokraten. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump hat sich aber alles komplett geändert. Wie aus heiterem Himmel sind die Demokraten plötzlich zum Schutzpatron von illegalen Einwanderern geworden. Sie haben Städte wie New York, Los Angeles und andere demokratische Hochburgen zu sogenannten Sanctuary Cities erklärt. Städte, wo illegale Einwanderer von Abschiebung geschützt werden. Ich habe mich gefragt, was hinter diesem radikalen Wechsel steckt. Jetzt gibt es Stimmen, die behaupten, die seien alle auf einen Klapp zu Gutmenschen geworden. Aber da habe ich meine Zweifel. Und darum habe ich weitergesucht und bin auf etwas ganz Interessantes gestossen.
Fündig bin ich im Jahr 1986, also vor 40 Jahren. Und zwar ist dann der Immigration Reform and Control Act beschlossen worden. Durch das Gesetz hat sich für ca. 3 Millionen illegale Einwanderer einen Weg aufgetan, zum US-Bürger zu werden. Viele von diesen Einbürgerungsgesuchen sind aus Kalifornien gekommen. Die Folge war, dass Kalifornien ab 1992 durchgehend demokratisch gewählt hat, geprägt von dieser neuen Wählerbasis. Was viele nicht mehr wissen: Vorher war Kalifornien ein sogenannter Swing State, also ein Staat, der regelmässig zwischen den Demokraten und Republikanern gewechselt hat. Item. Nach dem überraschenden Sieg von Donald Trump, sie sind unterwegs zum WC-Anlagen flicken. Item. Nach dem überraschenden Sieg von Donald Trump über Hillary Clinton im 2016 hat die demokratische Führungselite einen Schock erlitten. Diese unerwartete Niederlage hat die offenbar hart getroffen. Als Folge haben sie verzweifelt nach einem Plan gesucht, um einen solchen Machtverlust in Zukunft zu verhindern. In einem Interview habe ich eine spannende Behauptung gehört. Ein Insider hat gesagt, dass die Parteispitze fündig worden im Erfolgsmodell Kalifornien, wo die Legalisierung von Immigranten die Wählerstruktur nachhaltig zugunsten der Demokraten verändert hat. Das gleiche Modell wollen sie jetzt auf ganz Amerika ausweiten. Ich habe keine offizielle Stellungnahme gefunden, die diesen Plan so bestätigt. Aber in der Politik gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz, den wir uns alle merken müssen. Man sollte nie das bewerten, was Politiker sagen, sondern das, was sie effektiv machen. Die Demokraten sind mit Joe Biden 4 Jahre nach dem Trump im 2020 wieder an die Macht gekommen. Schauen wir also im nächsten Kapitel an, was sie betreffend Immigration konkret gemacht haben. Der Präsident Biden hat... das ist ein bisschen die Höhe verstellen. Moment. So, das ist besser. Der Präsident Biden hat noch am ersten Tag seiner Amtszeit folgende Massnahmen beschlossen. Er hat den Bau der Grenzmauer eingestellt, das Reiseverbot für gewisse Länder aufgehoben und den Citizenship Act Plan vorgestellt, der Millionen von Illegalen einbürgern sollen. Dann wenig später hat die Biden-Administration die Remain in Mexico-Politik abgeschafft. Das heisst, vorher haben Asylsuchende in Mexiko müssen warten, bis ihr Antrag ist angenommen oder abgelehnt wurde. Jetzt haben sie einreisen und den Antrag direkt in den USA stellen. Sie haben ja die sogenannte CBP One-App eingeführt. Mit dieser App haben Migranten via Nattel schon vor der Ankunft an der Grenze und ohne strafrechtliche Hintergrundüberprüfung eine temporäre Einreiseerlaubnis bekommen. Aber das ist noch nicht alles. Nach dies nach ist jetzt durch Anhörungen im Kongress herausgekommen, dass man ein ganzes Welcome Package für Migranten hat eingerichtet hat. Sie haben gratis Flugvouchers bekommen, das heisst, Migranten haben so innerhalb der USA weiterreisen. Nicht flächendeckend, aber in gewissen Fällen haben Migranten monatliche Zahlungen bis zu $2.200 pro Monat bekommen. Man hat ihnen gratis Hotelzimmer zur Verfügung gestellt und das auch in gehobenen Unterkünften, wie das Hotel Roosevelt in New York. In Kalifornien haben sie Zugang zu gratis Gesundheitsbehandlung bekommen, während viele Kalifornier gar keine Krankenkasse haben, weil sie es einfach nicht vermögen. Es gibt noch mehr so Beispiele, aber ihr checkt den Bug. Und was ist das Resultat dieser politischen Neuausrichtung? Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, hat vor dem Kongress ausgesagt, dass während Bidens Amtszeit rund 20 Millionen Einwanderer zusätzlich in die USA kommen. Die Strafverfolgungsbeamten, welche in Los Angeles ihre Arbeit tun, verdienen es nicht, angegriffen zu werden, während sie einen der 21 Millionen Illegalen festnehmen, die von der vorherigen Regierung während der Invasion reingelassen wurden. Was das für politische Auswirkungen könnte haben, da bin ich bei meiner Recherche auf eine weitere spannende Theorie gestossen. Mehr dazu im nächsten Kapitel. Der Larry Elder, Moderator und früherer Kandidat für Gouverneur von Kalifornien, hat kürzlich Folgendes gesagt.
Sie haben das Land mit einer großen Anzahl illegaler Einwanderer überschwemmt, wohlwissend, dass es äußerst schwierig sein wird, sie alle wieder loszuwerden. Es wird zahlreiche Gerichtsverfahren geben, die die Abschiebungen blockieren werden. Sie haben eine Mainstream-Medienlandschaft, die illegale Einwanderung befürwortet und über jede möglichst tragische Story berichtet, in der Hoffnung, die amerikanische Bevölkerung gegen Abschiebungen, geschweige denn Massenabschiebungen, aufzubringen. Das Ziel ist es, Druck auf die Demokraten auszuüben, damit diese wiederum Druck auf die Republikaner ausüben, um eine Massenamnestie zu erreichen. Ein leitender Angestellter der Gewerkschaft SEIU sagte im Jahr 2009, wenn wir Millionen von Menschen auf den Weg zur Legalisierung bringen können, werden wir eine Regierungskoalition für die lange Sicht haben. Er war leitender Vizepräsident der Gewerkschaft SEIU. Das ist der ganze Plan. He was a senior VP with the SEIU union. That's the whole game plan. Kann das wirklich sein? Schauen wir ein bisschen genauer her. In Amerika entscheiden die Einwohnerzahlen eines Staates, wie viele Kongresssitze und Wahlmänner er bekommt. Interessant jetzt, dass alle Personen in einem Staat gezählt werden. Also auch alle nicht stimmberechtigten Personen. Das heisst auch Illegale. Der Aufenthaltsstatus spielt keine Rolle. Gemäss einem Bericht vom Pew Research Center von 2020 hat zum Beispiel Kalifornien mittlerweile 9 zusätzliche Sitze durch Einwanderer bekommen. Das Center for Immigration Studies hat im 2019 geschätzt, dass 20 bis etwa 25 Sitze im Repräsentantenhaus durch die Anzahl Immigranten sind verschoben worden. Und zwar zugunsten der Demokraten. Als nächsten Schritt habe ich versucht herauszufinden, auf welche Staaten die 20 Millionen neuen Migranten aus der Biden-Ära verteilt wurden. Unbestätigte Berichte deuten darauf hin, dass die Hauptlast zuerst bei den Grenzstaaten Texas und Arizona war. Beides sind Swing States. Es gibt Spekulationen, dass ein Teil mit Bussen weiter nach Georgia und Nevada verfrachtet wurden. Ebenfalls beides Swing States. Die Gegenseite behauptet, das sei nur wegen logistischen Faktoren passiert, nicht wegen einer politischen Strategie. Aber der Verdacht bleibt, dass das ein Versuch ist, Swing States längerfristig blau, also demokratisch zu machen. Fazit: hohe Einwandererzahlen führen in den betroffenen Staaten zu mehr Kongresssitzen und Wahlmännern, was indirekt die Macht der Demokraten stärkt. Ob das Ganze tatsächlich ihr Plan ist, habe ich nicht mit 100%iger Sicherheit herausgefunden. Aber es gibt dem schon ein bisschen zu denken. Und darum, zum Schluss wie gäng, noch meine Meinung. Es gibt noch weitere Hinweise, dass es bei der Migration auch um mehr als nur humanitäre Hilfe geht. Ein Hinweis hat der Antonio Gracias geliefert. Die einen sagen, hey, wir lassen all diese Leute rein. Es sind 15 bis 20 Millionen Menschen mehr hier, die Demokraten wählen werden. Du hast dir das angesehen. Melden sich diese Leute zum Wählen an? Das wäre ein Indikator dafür, dass die Theorie stimmt, dass Menschen über die Grenzen strömen, um zu wählen. Du sagst, dass du Beweise gefunden hast. Das ist verwirrend. Immigrants who registered to vote? This is confounding. Yes, this is actually true. Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir haben einige Bundesstaaten untersucht und in diesen illegale Migranten gefunden, die sich zur Wahl registriert und tatsächlich gewählt haben. People actually voted. So, how bad is it? Wie schlimm ist es also? Wie chaotisch sind unsere Regierungsprozesse? It's the most complex. Es ist das Komplizierteste, das ich je gesehen habe. In unserem Büro in Washington habe ich eine Karte, die das gesamte System von der Grenze bis zu den Sozialleistungsprogrammen veranschaulicht. Es ist etwa eine 12 Meter lange Tafel, die aussieht wie ein Basquiat-Bild. Also es ist unglaublich, wie ein Spaghetti-Diagramm. Und ja, ich habe in meinem Leben noch nie etwas so Komplexes gesehen. Die Antwort auf deine Frage lautet also, es ist schlimmer, als ich dachte. Und Amerika, die Amerikaner und Sie alle verdienen Besseres.
Ein anderer Hinweis ist, dass die Demokraten gegen SAFE Act gestimmt haben. Das Gesetz hat verlangt, dass man bei Neuregistrierung oder Aktualisierung von seinen Wählerdaten einen Pass oder eine Geburtsurkunde vorlegen musste, um zu belegen, dass man tatsächlich stimmberechtigt ist. Die Demokraten weibeln da verbissen gegen jegliche Ausweispflicht. Dass da Schindluderei betrieben wird, halte ich als denkbar. So hat Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, ein Gesetz verabschiedet, das verbietet, dass bei Abstimmungen nach einem Ausweis gefragt wird. Das ist sicher nicht normal. Stellt euch vor, man muss ja den Ausweis zeigen, beim Biergänkeln, beim Fliegen geht es nicht ohne. Für jede Gartensitzbank braucht es eine Bewilligung, die man nur mit Ausweis beantragen kann. Aber wenn es um das Wählen geht, also um die Zukunft des Landes, dann auf einmal darf man sich nicht ausweisen. Soll mir einer sagen, da stecke keine schräge Absicht dahinter. Aber ich bin ja nur ein gewundriger Doc-Filmer, was weiss ich denn schon. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank erneut an alle die mich wieder finanziell unterstützt haben. Ob grossen oder kleinen Batzen, alles zusammengenommen erlaubt mir, so Beiträge wie diesen heute zu recherchieren. Darum nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Ebenfalls lieben Gruß zurück, überall dorthin, von wo ihr wieder zugeschaut habt. Merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!